Ja, diese Jungs, die hier hinter mir, die stehen auch auf Lederhosen. Die Rotzlöffel aus der Oberpfalz. Das ist eine bayerische Band und die erobert gerade Australien und Amerika. Ihr Motto: Borisch rocken, und das nicht nur bei uns im Freistaat. Oberpfalz-Reporter Daniel Neumuth in Stullen haben sie ihre Erfolgsgeschichte noch mal erzählt. Unser Sandra an der großen Trommel, der Stefan an der Arschgang, der David an der Klämpfen. Ich red einfach Blätter her. Und zusammen sind wir die Rotzlöffel. Ja, Borisch rocken um die halbe Welt. Auf Achse sein, ja, das gefällt. Borisch rocken, das gefällt nicht nur den Fans in der Heimat. Auch die Amerikaner sind ganz heiß auf die Musik der Rotzlöffel aus der Oberpfalz. Im September treten die 4 Burschen schon zum 3. Mal in Las Vegas auf. Im Hofbräuhaus natürlich. Da sieht man mal, was für einen guten Erfolg das haben, weil das macht nicht jede Band. Dann kommt das Oberpfalzer schon ein bisschen in die Partywelt. Für die 4 Studenten heißt es im Moment aber nicht nur Koffer packen für Vegas, denn gleich danach geht's ab nach Australien. Es ist vor allem das gute Gefühl, weil man halt genau in diesem Zeitraum, Oktoberfest-Zeitraum, weil bei uns daheim auch Oktoberfest ist, das Fest quasi in Amerika und in Australien verkörpert und wir quasi Bayern vertreten. Doch als vor rund 4 Jahren der erste Anruf aus dem Hofbräuhaus in Vegas kam, konnten es die Rotzlöffel selber kaum glauben. Daraufhin haben wir natürlich erst einmal geschaut und haben das Ganze für einen Scherz gehalten. Aber das hat sich dann herausgestellt, dass das Wahrheit ist, und so ist es entstanden. Und dann fragst du mich, willst mit mir tanzen gehen? Vor 8 Jahren hat der Oberrotzlöffel Christoph die Band zusammengetrommelt. 4 echte Rotzlöffel vom Dorf, die noch immer auf Landluft und Lederhosen stehen. Wir versuchen zumindest immer am Boden zu bleiben, das ist uns das Wichtigste. Und es ist ja schön, dass man das alles so miterleben darf, und da braucht man sich eigentlich auch nichts einbilden. Wo sind die Hände? Und es gibt auch die erste Rotzlöffel-CD, denn die Fans werden immer mehr. In Bayern, in Australien und Las Vegas.